Moin und willkommen zum Minette Mashup! Podcast von Minette UNESCO Biosphäre, eine Partnerschaft mit dem IK, CNC und dem MOA. Naja, wieso jetzt echt mal Moin? Moin. Hallo. Moin. Hallo. Wie geht es dir, Charles? Gut. Ja, ganz gut. Ja, wir sind heute ein bisschen rusty, weil wir nur die Vakanz noch nicht für lange Zeit abgeholt haben. Und wir machen weiter. Und heute haben wir wie immer einen ganz coolen Gast dabei. Und heute haben wir den Sören Salvatore. Hier schafft an den Natur und Umwelt. Und ich bin ganz begeistert, dass hier dabei ist. Hier ist ein echter Wissenschaftler. Und ja, Sören. Moin. Moin. Ja, Wie nee, geht es? gut. Moin. Es freut mich dabei zu sehen, ja. Freut mich auch. Ja. Und ja, wir haben uns schon getroffen bei Natur und Umwelt. Mhm. Wir die anderen noch nicht. Und nur Lauscherer kennen dich wahrscheinlich auch noch nicht. Willst du dich dann kurz vorstellen? Ja. Ja, ich bin der Sören, ich bin Biolog bei Natur und Umwelt und da arbeite ich an der KOL, also der Zentralornithologie zu Lützeburg. Und wir kümmern uns um alles, was mit Vielfalt zu tun hat zu Lützeburg. Genau. Und da bin ich dann zuständig nach für ein spezifisches Projekt, ein Urban Birds Projekt, den guckt für urbanen Raum mehr freundlich für viele Fledermaus an Insekten zu gestalten. Also wirklich Mesuren und den Häuser und den Gebäude umzusetzen, für eben den ganzen urbanen Raum mehr freundlich für uns viele zu gestalten. Ja, das ist wirklich flott. Du hast mir ein bisschen davon erzählt. Ja. Willst du uns noch ein bisschen mehr erzählen von den Projekten, den Urban Ja, gerne. Also das Projekt hat wirklich just recht angefangen. Also das ist wirklich schon der Kannerschung. Und wir sind eben noch dabei, das Projekt ein bisschen so mal zu präparieren, dass es wirklich gleich kann richtig losgehen. An den sitze ich dann über 3 Jahre. Und da probieren wir an den 3 Jahren dann erstens Mesuren umzusetzen bei Privatleuten oder aber auch mit den Gemengen zusammen zu schaffen und öffentliche Gebäude zu gucken, was die noch machen kann, für die Gebäude mehr freundlich zu machen, für die Vielfalt, Fledermäuse und so weiter. Und dann probieren wir aber auch ein bisschen in Umdenken Last zu trippeln, vor allem an der Industrie, wo eben da gebaut wird, wo wir dann probieren, dass das nicht normal geht. Also ein neuer Standard dann eben das von neue Häuser, neue Gebäude gebaut sind, dass sie direkt an so Sachen denkt. Also sie hat den geringen da, eine geringe Fassade, für das erstens viele auch zu frieren fanden, und noch eben einen Platz, wo sie sich können verstoppen, hier Nester bauen, mehr eben noch direkt Nistkästen, also weiter an Häuser mit anzubauen. Also dass von die neuen Häuser gebaut sind, dass sie nicht dann am Nachhinein musst du irgendwie mal einem Null oder einer Schraube Nistkasten und Fassade drum, was nicht immer möglich ist bei den neuen Passivhäusern, wo dann die Isolation gegen beschädigen, mit dass sie so Sachen dann direkt mit abbaut. Und weil da probieren wir ein bisschen mehr auch dann und die Architekten und die Ingenieuren weiterzugehen, weil dass die das dann an Zukunft von dem Projekt dann nicht mehr lebt, dass aber die Mesuren und die Aktionen weiterhin laufen und das dann hoffentlich an einem großen Stil. Also das ist wirklich dann die Leute Multiplikatoren gehen vom Projekt. Ja. Das ist super cool. Ja, das ist mega flott. Ich meine, meine Chefin hat mich auch davon erzählt und ich war so, wow, ja, ich muss den Person finden, den positiv das ist mega flott. Und ich meine, du hast mir erklärt, dass das dann auch, also das wird dann wirklich eine Möglichkeit für Kommunitäten sehen, sich zu bewerben, irgendwie für das, also gratis dann kleine Sachen und ihr Hause zu kreieren, für das viele schon dann kommen. Genau. Also die müssen selber nicht viel machen, wie die kreieren das dann ja, voilà. Also da geht am Land schon viel gemäht an den Gemengen, die Teil sind von einem Syndikat, wie zum Beispiel Sicona oder der SIAS, den wir ja mussten vom Land aktiv ist. Da gibt es so Sachen schon gemäht, also wo dann zum Beispiel Schmurwelsnester abgehängt gehen, an die dann noch
ein am Jahr proper gemäht gehen von den Syndikaten, aber es gibt eben noch Gemengen am Land, die nicht Teil sind von einem Naturschutzsyndikat. Und das final an denen Gemengen, wo dann den Projekt wann bis lebt, da soll agieren, an auch denen Gemengen dann Möglichkeit gehen, auf final der Leid an denen Gemengen Möglichkeit gehen, auch so Sachen für die Villager und für die Maisonierhäuser dann umzusetzen. Und die können sich dann bei uns melden. Mir war ja wegen so, dass das Projekt lebt noch nicht ganz, mir war nicht wie so weit das, dann machen wir auch anständig Reklam dafür Ja, und dann wissen Leute auch, dass es losgeht. Und du hast gesagt, Ash als eine von den Gemengen, die nicht... Ja, voilà, also die Ash sind ist eben nicht an einem Naturschutzsyndikat Member und voilà, das sind eben die Gemengen, wo wir hauptsächlich wollen Mesuren umsetzen und noch mit den Gemengen und mit den Anwohnern gucken, was möglich ist. Ich meine, da werden viele Leute zu Ash sind, die mega begeistert davon werden sind. Und du, also da ist ein großer Staat, ich meine, du könntest schon ganz viel machen für das Projekt. Ja. Ja, das Die bestimmt auch so Bürgerinitiativen, ne? Die da mit denen da zusammen schafft, wahrscheinlich für das Projekt auch weiter zu treiben. Ja, voilà, also Natur und Umwelt hat doch auch seine eigene Sektionen aus dem Land, die uns auch werden sicher helfen. Und da hatten wir ein Brainstorming-Event geplant, auch mit den Sektionen, wo dann wirklich Benevolen an ihren Tier versteht, sich ja am besten noch auskennen. Und also vielleicht Betriebskinder gehen, da tun wir leider ein bisschen verreckeln. Da wird demnächst dann noch ein neues Datum kommen. Wir machen das nicht just einfach, wir machen da etwas, ohne mit denen das aufzuschätzen. Also wir ist wirklich viel auf Kommunikation noch ausgelöst, das Projekt, noch Sensibilisation. Und wir probieren immer so viel wie mögliche Partner zusammen zu schaffen, dass voilà, da keine Ressourcen verloren gehen. Genau. Ja, genau, und da das nachhaltig weitergeht, wenn viele Leute darüber Bescheid wissen und das eine Idee ist, das normal geht, weißt du, siehst, also dass auch an Ingenieuren und Architekten dann weitergeht, dann geht das ein neues Normal und dann ist das auch normal. Ja, weil ja. Das ist wirklich das Ziel, wo wir wollen Entropie schaffen und wo ich auch Hoffnung habe, dass das wirklich so klappt an ein paar Jahren. Ja, also ich bin richtig gespannt. Du musst uns Updates geben. Ja, ja, meine ich. So in mein proprietär besteht, dass hier sich melden muss, wie so das werde. Ja. Ja. Ich denke gerade, weil ich wohne zu Asch und das ist ein altes Gebäude, ich meine 1920 und das ist eine Straße mitten in der Stadt und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Fischelschau überhaupt du leben, heißt du hier in der pur und dann dein Lieblings-Lori Dauben. Ja, die muss nicht so gern. Das ist ein Dram, wenn du die für ein Dinger dir wirst. Ja, wie hast du gerade genannt, Hanna? Dauben. Die da, the Rats of the Sky? Rats of the Sky. Lots of Rats from the Sky zu Asch. Aber ja, ich meine, ganz viele Leute wissen gar nicht, dass effektiv the Urban Landscape auch viel interessant kann sein überhaupt. Ja, du musst ihn dann aber trotzdem noch immer berücksichtigen, dass allein Nistkästen oder so weiter abzuhängen nicht durchgeht. Man muss ihn dann halt auch gucken, dass natürlich erstens zu Friese fanden an der neuen Umgebung und auch Material für Nester zu bauen. Also das heißt, dass die Nistkästen, das ist ein Teil vom Projekt, mir dann die ganz Dach- und Fassadenbegrünung definitiv ein ganz wichtiger zweiten Teil vom Projekt für dass selbst überhaupt Sinn möchte. Also voilà, wie du siehst, so den urbanen Raum, ja, den das viele ja schon Götter schon genutzt, schon seit langem und du willst auch wichtig den zu erhalten oder sogar zu verbessern. Aber jetzt wirklich am Stadtzentrum, wo just Beton ist, und kein Park oder kein Wiesen oder so rundherum, geht doch für die Fische da schwierig. Aber voilà, und vor allem so Aalgebäude, die haben viele Ritzen, Spalten. Du hast vielleicht den Dach nämlich ganz dicht oder so und das sind die Plätze, die Fischer sich rausziehen, für hier Nester zu bauen. Aber wenn dann die Häuser saniert gehen, renoviert gehen, da verschwinden all die Plätze. Und da wenn so ein Projekt wie den Urban Birds Projekt halt auch wichtig, dann auf den neuen Häusern, auf den renovierten Häusern, trotzdem die Möglichkeit zu bieten, für das Fischer in daheim haben. Ich meine, das wird Leute nicht bewusst, sich nicht bewusst sind. Ich war auch nicht bewusst, ich den Kur hat auf der Uni, dass urbanen Plätze an neuen und normalen Habitat für viele und viele Tiere
lo ist. Und vergessen wir, dass lo ein wichtiges Habitat ist. Und wenn wir dann kein Fieder an keinen Platz im Gehirn anbieten, dann geht es wirklich nirgendwo, wo sie hingehen können. Und dann, das wollen die dann wenn wir all ausspielen, 13 oder? Zoo machen und Ja. dann nimmer funkeln. Mir zum Beispiel die Federn, da muss ich ja auch bestimmt aufpassen. Leute meinen, oh, es geht kalt, wir müssen viele Federn. Da geht es ja auch bestimmt so basic wrong things. Ja, also, Fehler, die ja. Leute oft machen. Also mir roden de Leute immer zu fiederen am Winter just wirklich auch dann, wann es wirklich kalt geht. Also wenn Minusgrade gehen, wenn es freier, dann natürlich auch am Boden eben nicht befangen, weil eben alles hart ist und zugefroren ist oder was Schnee leid. Das sind so die Zeiten, wo es sich wirklich auch wo es Sinn möchte zu fiedern. Aber du musst ja sagen, dass dann aber auch an der wissenschaftlichen Communität die eng so ja, können aber auch das ganze Jahr über fiedern, weil sie so viele Insekten verschwunden, dass natürlich auch im Sommer nicht mehr genug fanden. Voilà, mir so in der Leute, also das ist eben noch so ein bisschen eine gespaltene Meinung, auch innerhalb von den Ornithologen und Wissenschaftlern. Mir so in der Leute, sie sollen wirklich die Federung just am Winter machen, weil bislo konnte mir feststellen, dass die Fische aber trotzdem der Sommer über eins gehen, und noch lo, wo es Wandern immer ein bisschen mehr Müll gehen, haben wir auch viele Leute, die rufen, also mir Federn mit kommen kein Fischer mehr. Das muss nicht sein, weil kein Fischer mehr da sind, das kann auch einfach sein, weil die Fischer genug Fressen zu fanden, überall, weil doch am Winter nicht mehr so kalt geht bei uns im Moment. Ja, und ja, also hast du dich immer an Fischer spezifisch interessiert oder echt an Natur und dann hast du dich irgendwie speziell Ja. an der Uni oder Es war echt so ein Accident, dass ich bei der Fischer gelandet bin. Ja, also ich bin während meinem Studium mich vor allem auf Marinebiologie, also Meeresbiologie konzentriert. Und noch da mein Bachelorarbeit ich an dem Bereich geschrieben und auch meine ersten Erfahrungen habe ich auch an der Wahlforschung gesammelt. Das ist Und, aber interessant. ja. Von Wahlen auf Fischelchen. Also von einem riesen Deer oder einem relativ großen Deer wie klein. Ja, weil das schon eben im Sommer auf einer Wahlforschungsstation geschafft und das war mega cool, aber das hat mir auch gleichzeitig gewiesen, dass das noch nicht das, was ich unbedingt für immer will machen. Also wirklich Gott, dann mich ist so viel zu Lützburg. ja, und da ist dann natürlich auch ein anderes Problem. Ja, und Das wird schwierig, scheiße. ja, ich hatte sich auch nie wollen, zurückzukommen auf Lützeburg und dann sind ich eben über Umwehr und ich dann Stage gemacht bei Natur und Umwelt und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich wirklich wollte da bleiben und durch Zufall, dass dann gerade zu dem Zeitpunkt dann den Urban Birds Projekt ausgeschrieben ging und da war die Platz frei und ich mich einfach, während ich nach dem Stage war, dann mal da gemeldet und einfach mal geguckt, was passiert. Und voilà, du gehst geholfen die Platz und das hat einfach perfekt gepasst. Und dadurch, also durch mein Stage und dann eben durch die Platz, konnte ich mich da wirklich an die Welt von der Fischer raschaffen. Und ich noch wirklich super Arbeitskolleginnen und Kollegen, die mich da immer unterstützen, wenn irgendwie froh sind oder etwas, was ich noch nicht weiß, und die einfach da mega Erfahrung haben und mega professionell sind und sich da mega auskennen. Und da habe ich alle Ressourcen zur Verfügung für meinen Job da richtig gut zu machen. Ja, cool, ja. ja, nee, ich war auch bei ihr schon in Natur und Umwelt an ihrem Büro ist selber auch mega cool, dass wir ein spannenden Baumhaus oder so. Naja, nee, definitiv. Das ist Ja. wirklich coole Atmosphäre, muss ich Ja. auch sagen. Ja. Und du hast so Kanada erwähnt, dass du Stage gemacht hast. Wir wollten dich fragen, weil der Unterschied zwischen Kanada und Lützeburg, wo umweltlich gesehen. Ich meine, ja, ich weiß nicht. Ich meine nicht, dass es den Riesenunterschied gibt. Also, ich meine, dadurch, dass ich ja aktiv bin am Naturschutz, sind ich auch echt mit Leuten NRW, die das sowieso immer, bei denen das immer an erster Stelle ist, Naturschutz. Mit Geseiten aber, und ich meine, das ist überall auf der Welt, sage ich, dass sobald irgendwie ein Konflikt gibt zwischen den Interessen von den Menschen und dem Interesse von der Natur, dass es da egal ist, auf welchem Land oder welcher Platz ist, dass du immer eben den Konflikt dazu suchst, dass Leute, weil ich da vielleicht wollen irgendwo etwas fortmachen, etwas gut machen,
auch eben nach Kanada bei den Wahlen war der Konflikt war eben dann die Fischerei und dann der Schutz von der Wale, weil viele Wale stirben durch Accidente mit Booten. Das sind vor allem eben Boote durch die Fischerei, aber auch die riesen Transportboote, die alles was wir brauchen am Alltag, sei das Essen oder was auch immer Material, was irgendwie muss verschifft gehen. Die riesen Schiffe, die können nicht für Wale bremsen, also das ist gar nicht möglich. Und, viel zu los, ja. aber so zu schwierig. ja, voilà. Und dann Fischerei, da sind eben vor allem, was zu Krabbe, Fischerei angeht, wo dann wirklich die Käfer um Meeresboden sind mit einem riesen Seel, mit einer Boje drin, wo sich dann die Wale können drauf verfänken. Und voilà, ja, ich verstehe den aber auch, die zwei Seiten. Ich meine, die Leute, die sind ja darauf angewiesen, irgendwie hier Suchen zu verdienen. Und das ist eben die Fischerei. Wenn die Leute gesagt kriegen, die dürfen den Monat lang nicht hier Käfer da rausgehauen, weil da eben Wale sind, die geschützt müssen gehen, verstehen, dass da eben ein gewisser Konflikt da entsteht. Und ja, dann muss ich eben kreativ gehen und Lösungen finden, für sowohl die Wahlen zu schützen, aber auch irgendwie die Leute aber zu ermöglichen, hier Suchen zu verdienen. Genau. Ja, voilà. Also die eine Sache, die da wirklich selber ist, dass an Kanada, an Lützburg ist, dass die Regierungen bei so Sachen immer helfen. Also dass es auch durch finanzielle Unterstützung gibt. Ja. Ich hatte Angst, dass du siehst, dass sie nicht genug machen. Nee, ich meine, das gesagt ja auch rezent die ganze Diskussion mal wollen, weil ich meine, du ja aber zum Glück eine Regierung, die wenn du Schof gerasket oder so, da gibt es Entschädigungen, die Leute kriegen geholfen und Kanada war das mit den Wahlen noch so, also wenn dann die Fischer dann nicht konnten raus mit ihren Booten, dann dürfen die, wenn sie hier Ziel vom Jahr noch nicht erreicht hatten, da dürfen die finanziell auch unterstützt und voilà. Da können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir alleine leben, wo das möglich ist. Ja, wow. Ja, das ist auch schön zu hören. Wie hast du es persönlich fand in Quebec, oder? Ja, voilà. Das war in Quebec. Das war ein Mini-Dorf, weil das Long Pointe-Mangon geheischt und da war erst die Station war da nicht. Also, Okay, ja, da war eben noch an der Forschungsstation war noch ein Teil Musee für Parks Canada, die da Führungen gemacht haben und auch Touren im Gebiet haben und die paar Inseln, die da am Golf waren. Ja, mega. Also, das war die erste Kehr, dass ich auf einem Platz war, wo wirklich hinter dem Dorf Richtung Land, dann eben von der Küste weg, war einfach nichts. Also, war just Böscher, Wildnis, da sind dann Wölfe, Bieren und da kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier Zentraleuropa kennt, einfach die Landschaft war einfach 4 Kilometer einfach nichts. Das. Einfach so weit nicht, weil hier denkst du, oh, hier ist weit nicht, mit der Fürste. Und was auf ist da dein Land? Ich meine, die weitläufige Natur, das kann man sich hier gar nicht so vorstellen. Ja. Das ist natürlich schön, dass man das hier nicht tut mehr. Und das sehen wir ja auch hier ganz gut, wo wir gerade sind. Ja. Ja, ich habe mir das Kehr durch. Wir machen jetzt ein bisschen mal ein kleines Spiel. Ich habe gedacht, jeder kann ein Wort wählen, der den findet und Platz passt. Und dann muss ich erklären, für wer den Wort. Okay. Also für mich wäre es Kalm. Oh, okay. Für mich war es Ficht. Okay. Für mich war es Ried, der das Holländisch für Read. Ah, der Read. Reed. Den auf Englisch und auf Deutsch. Letzte Woche. Ja, Schilf auf Deutsch Schilf. und Lötchen Ah ja. auf Lützeburg. Schön. Ja, Lötchen. Das heißt, ich schön. Wir schwätzen von den Heischgras. Das beschreibt den nicht so, oder? Ein Heischpflanz. Ja, Heischpflanz. Heischpflanz. Ja. Der hat ein bisschen Gier ist und das hat so ein bisschen fluffig oben. Genau, und Genau. die Blusen Ja. heißen schön am Wand. Ja. Und du, Sören? Ja, mein Wort für zu beschreiben, Gesang. Gesang. Okay. Hallo, muss ich denken über mein Wort. Ich hatte ein Oasis gedacht. Ja, Oasis. Ja. Ja. Weißt du dann aufhängen, Lori zu erklären, wie wärst du dein Wort? Kalm, ja, einfach, also, du, bist so wie du auch, Hannah, so, du fühlst dich einfach so wohl, so, weißt du, das bist so, ja, das ruhig und bisschen wasch vom Hustle und Bustle. Ja, okay. Ja, mal ist schön Ficht gesucht, weil hier ist überall, wo ein Trippel, dass es eben ein bisschen
fisch und das nicht so Eine Drische. Fair enough, ja. und überall ein bisschen Bulli Ja, und das- so. Und der Boden hat schon einen gewissen oder einen bestimmten Konsistenz. Okay. Ja. Ja, Rebecca? red eben, weil ihn nicht ganz viel gesagt hat, das Wegelo auf Plötzlich. Lütchen. Lütchen, Ja. ja. Lütchen. Wir am Anfang sind wir hier an die kleine Oasis rangekommen und das echt, was mir aufgefallen ist, dass viele sich auch ein bisschen wie klang, weil Lütchen sind ziemlich heiß und die Und überall. sind da ziemlich dominant, ja. Außer Ja. rund um das Wasser. Ja, und ich bin Gesang gewählt, weil den Orchester von den Hai an das Gebiet im Racken nehmen, das scheint, also viele Sangen hat, überall. Ja, ich Ja, meine, leider so ein Schädelwort. Ja. 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 Auch den Wand, also, ja, genau. sang doch ein bisschen. Ja. Nee, schon auch Oasis. Weil, ja, als ich dann Sören Eichkeier getroffen habe, hat ihn das auch so, Platz auch so beschrieben, dass er ein kleiner Oasis an den urbanen Bereich am Ende ist. Und das ist wirklich wahr. Also, wir sind, weil Lori oder Marika gesagt hat, dass wir sind durch Port gekommen und dann direkt so an eine andere Welt. Und das ist wirklich, wirklich flott. Du siehst Bayern, dann Lütchen, überall. Klingt bald wie ein Lutsch. Ja. weißt du? Überall. Und du siehst so Wehr mit Holz gebaut. Über Bayern. Die sind nicht Bayern. Also das. Ja, es ist einfach über Ja, Überschwemmungsgebiet. über, über ein Überschwemmungsgebiet, so kleine Holzwehr, wohin sich auch Fleisch verlieren kann. Ja, ziemlich größer Gebiet, also mehr größer als ich gedacht Ja, habe. noch ein bisschen, also wie du so ist, Hanna, also du kennst und das ist einfach, was da, oder auch du, Lori, so eine andere, ja, nicht andere Welt, mehr. Du, das handelt dem Trubel aus der Bemoldat und du warst so, okay. Weil wir sind noch ganz nah Trubel. Ja, ganz Ja. nah. Das ist wirklich nicht weit. Den Ja. hört sie sogar noch ein bisschen Genau. heim, mehr. Das ist so, du gesagt nicht viel davon, ne? Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen, dass der Umfang vieler her ist, mir gleichzeitig auch irgendein ich weiß nicht, Ja, was das- Zementfabrik. Zementfabrik, die Ja. irgendetwas Ja. klappt an aber auch Verkehr bis mir weit war schon. Ja, der Autobahn her, den anderen Mhm. gut. Hi. Ja. Leider. Ja. Das sind Leute, die wir mal sehen. Johanna, willst ja. du vielleicht verraten, wo wir Also, sind? als ich den Sören getroffen habe, hier heute vier geschlagen, das Platz, weil hier noch ein schafft am Sommer. So, das möchte ich hier. So, Ja, also wir sind hier. hier am Schöfflinger Brill, und zwar an dem Bereich von der Beringungsstation. Kannst du das nach ein Kerl sagen? Beringungsstation, also Beringungsstation. Beringungsstation. Aber Ja. was möchte ich dann hier? Also hier kriegen viele Rang, sie kriegen hier Carte d'identité sozusagen. Ja, dafür. Bering. Beringung. Ja, Ja. du möchtest das. Ja. Ja? Ah, okay. Ja, genau. Was bringt dir vielleicht? Ja, ich finde das vielleicht ein bisschen schnell gesagt. Mehr. Station. Sie bringen heute viele lauter schöne Sachen. Ja, genau. Also viele kriegen hier eben ihren Rang. Und das ist sozusagen hier Carte d'identité. Da gehen sie Gemoos, Gewiehen, und hier Rangnummer wird dann abgeschrieben und dann am Computer gespeichert. Und da kriegen wir als zentrale Ornithologiker einfach einen Überblick. Erstens, welche Viecher sind hier. Und zweitens auch zweimal am Jahr während dem vollen Zug, also ein am Frühjahr und ein am Spätsommer an Hirsch. Wenn die Viecher an den Norden oder an den Süden ziehen, kriegen wir einen Überblick, welche Viecher hier in NRW sind, aber welche Viecher vielleicht sogar hier Stopp machen, zusätzlich für dann weiter zu fliegen. Und dann haben wir entweder Viecher, die nach Rang können, die dann eine neue kriegen, oder es sind noch Viecher dabei, die schon einen Rang können, entweder auch von Hai, wo wir da wissen, den Filchen, den haben wir für 2 Jahre schon ein Hai gehabt, und den als Rimdo, da wissen wir auch immer ein bisschen, wie alt Filcher vielleicht gehen, oder sogar Filchen, die aus einem ganz anderen Land können. Zum Beispiel, wenn wir ein dänische Filchen haben, da wissen wir, am Spätsommer fliegt er an Dänemark fort, möchte dann halt zu Lützeburg Pause, fliegt da weiter an
tropisch Afrika oder so zum Beispiel. Ja, das Was- ist so spannend. Ja, ich habe mich Sehr gerade cool. gefragt, was war dann der Filchen, den am weitesten kommst, also von welchem Land? Da ist ein gut froh, das Ah, weiß ich der nicht. interessant, viel letzten Sommer. zum Ja, also Beispiel. wir haben final dann viele, also die fanden sich schon herankommen, die dann aus Nordeuropa, also Schweden, Dänemark und so weiter kommen. Muss man sich halt auch vorstellen, dass viele eben eine gewisse Route pflegen. Das heißt, wir kriegen nicht irgendwie ganz komisch viele aus Russland. Also da können doch schon mal viel. Da gibt es zum Beispiel auch viele den Sagenrohrsänger, der mehr aus dem osteuropäischen Raum kennt. Aber wie das viele schon mal wirklich die Nord-Süd- Routen ziemlich konstant anhalten. Also sind da nicht mega exotisch Ja, Gäste okay. dabei. Da sind da schon wirklich viele aus den nordischen Ländern, aus Nordeuropa, die als Exoten dann gelten bei uns. Okay. Mit der Tisch ist dann auch europaweit verbunden, das Netzwerk, dass ihr mit anderen auch Ornithologen. Ornithologen, ja, genau. Merci. Ja, also wir tauschen das wirklich aus. Ja, also da gibt es eine Datenbank, wo all die Berengungsdaten dann rauflesen, an wo dann auch dadurch dann wissenschaftliche Arbeitsstücke gemäht gehen, weil Wissenschaftler dann Zugriff haben auf all die Daten. Ja, voilà. Also wir sehen auch die Ringe, die wir heute benutzen zu Lützeburg, die kommen aus dem Naturmuseum von Bresel, an die koordinieren das. Für eben Belgien, aber auch Lützeburg. Also wir nicht als Ring, das heißt, wenn lo e Filchen den halb Renk auf jeden Fall von geht, da steht auf dem Rang Bresel drauf. Wir wollen dann die Nummer aber aget am Computer, da wir sehen, okay, der geht den an den Tag auf der Station. Ja, genau, und da steht auch, da welche Person die Filchen bringt okay. hat, genau. Ja, weil dafür muss ich nämlich eine Lizenz holen, für das können zu machen. Also so eine Ausbildung, die 2 Jahre dauert, und dann die wir Filchen bringen, und dann sind sie noch eben an dem Computersystem dran, und dann kann ich immer genau nachvollziehen, welche Person da welche Filchen bringt wird. Hallen die dann ihr Leben lang oder? Ja, das sind eben Aluminiumsringe, und die bleiben das Leben lang vom Filchen umbein drin. Und Ja. an der Formation, du kann das Schied für ihn machen und auch was lehrt den du? Ja, genau, also die Formation, die kann ich für machen, und dann lehrt den einmal ja alle guten Filcher, muss ich den bekennen, ich meine, muss ihn sich auch identifizieren können, muss ich nur nicht alle Details wissen, ich meine, wir benutzen noch während dem Bringen oft Bücher für Detailsachen nur zu gucken, zum Beispiel Filcher, die sich ganz ähnlich sind, aber sie nicht so einfach können erschäden. Und dann muss ich eben noch lernen, welche Rang kriegt welche Filchen, weil die Ränge haben verschiedene Größen, und dann muss ich eben wirklich den richtigen Rang und den richtigen Filchen machen. Und dann lernt ihr noch eben die Techniken für natürlich so schnell und so schonend wie möglich aus den Netzen zu kriegen. Also wir fangen viele einmal Netze, die aber just abziehen die Zeit, wo wir auch heißen, der Filchen bringen, und da wird da regelmäßig eine Kontrolle gemäht, für das eben kein Filchen zu lange an dem Netz hängt. Und da gehen die eben rausgeholt, bringt, und darum pflege los. Und das sind eben Handgriffe, die in der während der Formation lehrt, für das für die Filchen eben so schnell wie möglich geht, und die nicht so gestresst sind. Macht ihr dann auch an zu Support warten oder so für Leute, die vielleicht interessiert sind, für zu wissen, wie der ganze Prozess am Anfang geht? Ja, also hier am Schöfflinger Brill noch nicht, das ist eben eine ganz kleine Bringungsstation, und die ist auch für das Publikum nicht accessibel, aber zum Beispiel an der Bringungsstation an der Schlammwies zu übersieren, da kann ihn, wenn ihn Lust hat, das zu lehren oder das zu sehen, da kann ihn ruhig Lunch kommen, da kann ihn sich beim Jim Schmieds melden, und den ist immer froh, neue Benevolen zu haben, neue Leute zu haben, die daran interessiert sind, die wollen eine Hand mal packen und dann noch die Formation machen, für Bringer zu gehen. Und was ist dann so das Spezialteil im Schöfflinger Brill? Für was gibt es so viele Show? Oder was ist so, ja, was ist das Spezialteil in dem Gebiet? Ja, der Schöfflinger Brill ist eben ein Überschwemmungsgebiet, wo die Ulzicht über die Ufer tritt, von viel Wasser an der Ulzicht ist. Und da geht das Gebiet hier immer überschwemmt, also so ein bisschen ein suppiges Gebiet, und durch eben... Fiescht. Ja, genau. Und da wenn es wie dann eben noch überall, wo es ein Lötchen überall hier, also der Schilf, und das eben für Filcher aus der Schilf, für ganz viele Filcher ist das ein Platz, wo sie sich eben können ausruhen während dem Fullenzug, oder wo sie während an der Nacht einen sicheren Schlafplatz fanden.
an wo Wasser ist, also eben immer Leben, viel Leben und dadurch ist der Teil ein ganz Flottplatz für viele für sich zurückzuziehen und auch während dem Zug zu rasten. Ja, okay. Der Tisch können sie kleine Boxenstopp alle jetzt weiter fliehen. Ja, genau, und hier haben wir eben mehr Wasser, mehr Weihren, mehr Lötsche, mehr noch Hecken und Bäume, also das ist wirklich für alle Zucht und Filchen etwas dabei, wo sie sich können dann wohlfühlen und ja, Boxenstopp machen. Wie viele Sorten gehen es dann hier oder kann ich das so genau sagen oder kommen du immer im Neujahr dabei? Das ist eine gute Frage. Also, das hängt ein bisschen davon ab, wie im Monat vom Jahr wir gerade sind. Eben während den Sommermonaten sind auch viele hier, die dann just eben hier Pause machen und darum weiterzählen, die ihn dann an der Wintermonat gar nicht finden. Die Idee ist, wo wir wirklich die meisten Arten dann hier konnten feststellen an einem Tag. Das waren so knapp 30 Arten, die wir dann an einem Tag dann hier bringen tun. Ja, ja, das ist schon cool. Also da gesagt wirklich die Vielfalt, die hier ist. Ich denke, das ist aber amazing. Also nicht alle Filchen fliegen ist auch an Netz, ja, wir so die 30 ist eigentlich am Sommer so den Höchstpunkt von Arten, die gerade dann zusammen hier sind. Genau, also nicht nur Dauvener Kurven hier. Nee. Ja, also hier gibt es wirklich ganz cool Viecher, wie zum Beispiel der kleine Geizert. Also das ist ein cooler Nummer. Ja. Den hat seine Nummer definitiv verdient. Also, Okay. Ja, der ist schon okay, nicht den dabei. ist ja, laut. voilà. Aber den ist zum Beispiel just am Sommer hier. Und der baut sein Nest da wirklich an der Lötschen am Schilf. Und die können bis zu 2 Mal am Jahr ein Nest tun mit Klängen, die sie dann abzählen, eher sie dann... Ja, voilà. Eher sie dann weiterzählen. Und die zählen wirklich an der tropisch Afrika, also südlich von der Sahara. Ja. Wow. Wow. Du scheitzen sie da weiter. Ja. Das wollte ich auch für drin frohen. Ich meine, das war für 3 Wochen ich, du musst mich verbessern. Ich meine, das waren Kranischen, die zurückgekommen sind. Ja. Gestimmt das? Ja. Weil für mich ist das immer irgendwie so ein ganz emotionaler Moment, wenn ich sie gerade gesagt und ich weiß nicht, wo sie genau hier gekommen sind. Ich weiß nicht, ob es Afrika war oder Spanien. Ja, also Kranischen also die nennen noch Krokaten auf Lützeburg. Und ja, die sind effektiv, die letzten paar Wochen sind da viel über Lützeburg geflohen. Und ja, da hängt ein bisschen davon ab. Also auch mittlerweile bleiben immer mehr Krokaten an Europa. Also die ziehen dann am Winter, kommen sie aus Nordeuropa, ziehen dann an den Süden von Europa oder den Norden von Afrika. Aber mittlerweile haben wir zum Beispiel Lac du Der, hier in Frankreich, einen Platz, wo wirklich auch viele Krokaten den Winter verbringen. Also immer mehr. Und ja, voilà, die kommen dadurch, das kann von den Gründen sein, für den sie auch mehr frei am Winter gesagt schon am Zurückfliegen, weil sie einfach Mino schon waren von Anfang an und nicht so weit müssten fliegen. Mehr aber auch, ja, dadurch, dass es nicht wirklich kalt war, diese Winter, sind sie das Jahr nach einer Woche oder so echter wie letztes Jahr. Schon an letztes Jahr waren sie schon frei. Ja, weil das ja immer, also für mich ist es immer so ein Zeichen, okay, weil der Winter ist River. Ja. Und irgendwie da freue ich mich, wo kommen sie her, wie was sie so, wo sie hier playen. Sie sind so viel, dass das Anfang, das magisch, was sie machen. Ja, nee, das ist schon cool. Also ich freue mich auch allkehr, wenn ich da um Himmel gesehen oder wenn sie hört. Wenn ihr noch so heinst du Oves, wenn schon deichter ist am Wand, dann ziehen sie ja fort oder Schneegänse oder so. Und da steht ihnen du an Teer, den sie so, das ist ein bisschen so... Ja, so Gesang, den du einfach so am Himmel hörst. Ja. Ja, das ist schon cool. Ja. Hast du ein Lieblingsfilchen oder? Ja, also mein Lieblingsfilchen ist ein Rauchschwalbe, also ein scharfes Schmurwel. Das ist ein, ja, wie soll ich sagen, das ist ein Schmurwel, die hat lange Schwanzfedern, wodurch ihn so gut erkennt. Sie hat in rasch roten braunen Hals und ein weißer Bauch. Okay. Ja. Und weil die Breien angebaut, also an den Scheuren erstellen, bauen sie hier Nester. Und die zählen sogar nach mir weit, die zählen jeweils bis Südafrika.
Wow, okay. Ja. Und wann sind sie zu Lützeburg? Die kommen so am April ungefähr, kommen Okay. sie rum. Und, Geschwind. ja, geschön. Ja, ich fand sie einfach. Am April? Oder? Ja, voilà, eben, das sind also das Engzucht und viele, die so Plätze wie der Brill, also Schilf oder Lötchen benutzt für eben an der Nöchte schlafen. Also eher sie zählen, sammeln sie sich ja große Gruppen und dann stärken sie sich ein bisschen und kommen dann immer zusammen an der Schilf schlafen Okay. und fliehen dann von da aus an den Süden. Okay. Ja. Das ist wie so eine Jugendherberg. Ja, genau. Ja, und das ist ganz cool. Also da kann ich noch also nicht hier am Brill mit zum Beispiel zu übersieren an der Schlammwies, als das Phänomen war, den am Sommer kann live gesehen. Also da kann ich dann beim Sonnenuntergang hingehen und da gucken, wie die Schmurweln da an ihren Dochter nennen die das dann an ja, dann nenne ich da wirklich so in Dochter, Ja. wie sie dann da rauflegen und das ist einfach So das cool. ist Spektakel, ja, das ist Wow. mega cool. Ja. Das ist richtig cool. Aber ja, du hast für die erste Brille oder ausgewählt für das, also wir kommen auf Rekommendation hin. Und was verbindet dich dann überhaupt mit der Platz hier oder ja, voilà, und was verbindet dich vielleicht auch mit dem Süden von Lützeburg? Ja, ich hatte eben durch natürlich, weil durch mein Stage eben die Chance, die Platz hier kennenzulernen. Und ich fand einfach das ein ganz flott Beispiel, dass man so am urbanen Raum trotzdem viel Natur können hören. Ich meine, da ist eng von den Plätzen zu Lützeburg, wo einfach so viel Vielfalt ist, wo viele an Natur an, wenn dann aber muss ich nicht weit gehen und nicht weit gucken, für den Teil auf der einen Seite wo den die Aal Schmelz an den Zementfabrik an leider Matzen Erschöpfung zu den Autobahnen, weil ja, dass ich wirklich meine nicht, dass so etwas kennt existieren. Und ich fand die Platz weiß einfach genau, dass es in Zusammenleben, dass das möglich ist, in Zusammenleben von Mensch und Natur. Du hast ja auch gerade Schmelz annimmt an für drin hast du gesagt, dass zumal so alle Gebäude auch gut sind für die Fischelschaft, für das sie sich können so annächten, Ja. weißt du dann auch schon, ob so verschiedenen allen Industriesitten so, ja, gibt du zum Beispiel auch Plätze, die du kannst, wo viel so urban Ja, ich selber noch nicht. Aber so alle Industriesitten, die zum größten Teil auch verloren sind, wo auch Chemie hingeht, sind mittlerweile wirklich ein Platz, die ganz attraktiv ist für Natur. Also nicht just Völker, aber wirklich auch Pflanzen weil einer deren, die sich wirklich wohlfühlen auf den verlorenen Industriesitten. Und ja, oft gouf da von Naturschützer an der Vergangenheit geroden, ja, dann wenn der irgendwas bauen will, dann baut doch auf den allen Industrieflächen, weil du hast doch sowieso nicht mehr. Und mittlerweile ist das aber etwas, was den nicht mehr so sieht, weil einfach die allen Industrieflächen ganz reich sind um Biodiversität. Einfach weil durch lange keine Menschen eben mehr waren und einfach Lebensraum so geändert kaufen, dass sich neue Opportunitäten du geschafft gouf für andere Pflanzen, die vielleicht auf anderen Plätzen nicht mehr so da waren. Dafür ist der Süden von Lützeburg ist da ein mega Beispiel. Ich meine, wenn man in die Alminiere guckt, die ja auch zum den Naturschutzgebiete sind, was da alles lassen, so Piperlecken, Orchideen, ja, das ist mega. Ja, weil die Natur hält sich da alles zurück. So Ja, genau. Aber was du überhaupt aus dem Minat? Nee. Nee, ich bin von Stengefort, aus dem Westen von Lützeburg. Für die Leute, die nicht wissen, wo das ist, dass da wo ein Ikea steht. Ja, nicht weit davon, ja. Aber da ist die Situation aber ähnlich. Also Stengefort gehört doch einen Schmelz. Und du gehst dann eben noch viel, auch neben der Schmelz auch viel Sand stehen aus dem Boden geholt. Auch der Platz, wo eben Schmelz war, wo die Eisenbahn noch gelaufen und so weiter, also auch zu einem großen Teil an einem Naturschutzgebiet, an das eng von den Plätzen, wo ich auch von der Stand da sind am Busch, wo ich die schönste Sache fand, sie wird Orchideen, Amphibien, also Frösche, Moken,
Schlangen, voilà, das ist alles da. Und das ist einfach cool zu sehen, dass die Natur sich da alles zurückgeholt wird. Ja, mir hat noch Jenny und ich hatten ein bisschen recherchiert, dass wir hinkommen sind. Wir haben noch gelesen, dass auch nur beim Schlagentipp war. Genau, ja, der Schlagentipp, den go eben komplett aufgedroht, also alle Schlager go für wäsch gemäht. Und du hast eben nur von den großen Weihern am April, als du, wo sonst der Schlagentipp war. Okay. Aber das zweite Gebiet, also so wie wir gelesen hatten, also anscheinend auch bis auf Asch gegangen. Also der Tisch, an du wo dann irgendwie die Industrialisierung kommst, gouf das alles abgeschott, weil das schon alles so ein bisschen so sumpfisch Gebiet ist. Ja, genau. Und Ja. dadurch hat das dann noch nach einem Zuglinie, also ja, durchgegangen, als für eben auf den Schlagentipp zu fahren, als just nach der Zeit übrig blieben. Mit das ist ein bisschen so, wie wir schon an einem Podcast hatten, wo zwischen Asch und Ballwall ein Busch war, den auch der Industrie hat müssen weichen. Und Ja. das also schenkt ein bisschen eine ähnliche Situation zu sehen. Ja, voilà. Man muss ja so, die Platz war nicht so, wie sie los. Also das war so auch einfach ein Co-Wies, eben, weil du sich kanalisiert go, wenn eben die Überschwemmung nämlich so stattfand, wie der Denker war. Und das go eben mit viel Erfahrung von Naturschutzorganisationen und auch von den Umweltministerium gouf dat eben renaturiert durch sich, dass eben das Fischgebiet sich kann so entfallen, wie es ursprünglich ein Kehr war. Did you know? Ja, Spieren in Did You Know kommen. Sören, wirst du ein Did You Know für Ja. wie er heißt? Ja, Von Hanne. und zwar, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass eben halt durch sich renaturiert kauft, mit der Renaturierung wird ja nicht just hier am Brill stattfinden, mit ihr weiter gerne, und zwar ein bisschen weiter, wenn in der Uhr sich nur geht, können die auf den Dumont-Saf, und da kauft sich auch ein renaturiert, und da hat dann 2013 die erste Kehr dann auch den Weißdorsch dann hier am Land gebrüht, und die kann ich noch da bei der Lahme Schmielen dann da nur im Dumont-Saf, wo sich renaturiert kauft, kann ich dann der Weißdorsch auch gesehen, wie er sein Nasch tut, mit seinen Klängen. Und durch die Renaturation also eben ein perfekter Lebensraum geschafft gehen für den Weißdorsch, den dann noch da genug zu fressen findet. Ja, das ist wirklich, Interessant, wirklich ja. cool. Und für die HK haben wir da wirklich festgestellt. Ja. Ja. Ja, das Ich zieh mal Und du hast gesagt, in von der Straße irgendwelche, Ja. wenn ich fährt, dann Genau, wenn ihn da von Erzing, ich meine, das von Erzing auf Schöffling fährt, dann fährt er ja in der Autobahnsbreck, die rote Autobahnsbreck, da drinnen durch. Und er den eben bei die Breck kennt, dann gesagt auf der Rätser Seite, dann Lahme Schmiele, wo dann eben da den Weißdorsch sein Nasch tut. mit der Tisch, die war wirklich 2013 war hier nie am Land. Also nicht als Brutvogel, also als Brutvogel. Das heißt, sie hat, also es war schon Weißdorschen Hai, aber die hatte nie ernascht, wo sie dann noch kleiner abgezogen. Weil das schon, aber irgendwie so Kontexterinnerungen, dass ich aber Storchen gesehen habe. ja, Ja. wahrscheinlich. Ja. Also, das hieß nicht, dass sie nicht high wohnen. Die Mhm. könnten high gewesen sein, mit keinen Kleiner bekommen. Sie haben keine Einfach kein Familie Nasch gegründet da. zu Lützeburg. Ja. Nee, sie sind aber immer an einem Nast. Sie sind auch an einem Nast, wo sie keinen Klänger haben. Ne, da sind sie einfach, da stehen sie an der Wiesen, na Joen. Ah ja, okay. Also so wie in zum Beispiel auch Grorea, Landspar oder auf der Wiese gesagt, so ist das dann noch bei einem Das Storch. wollte ich auch drüber freuen. Ein kleiner Klammer. Wie schlafen Fischer? Ah! Das hängt wirklich davon ab. Also da gibt es ein paar ganz interessante Beispiele. Also Fischer, wie zum Beispiel Blomesen, die man auch am Garten fanden. Also da kann doch sein, dass die sich einfach an so einen Nistkasten ransetzen und dann da wirklich den Kopf an der Fülle legen, dann zu meiner schlafen. Es gibt aber auch Fischer wie der Mauersegler, den während dem Flyer schläft. Also, Wow! ja. Moment, Multitasker. Autopilot, Piep, dann halt Den, Ja. weiter den play. Autopilot tun und dann. Also du hast dann eben ein Wow. Haltchen vom Gehirn, die schläft und die andere Ah, bleibt. ich meine, schon davon, aktiv. okay. Ja, also zum Beispiel Walen und Delfine meinen das auch so. Mm. Ja. Wow, Und dann mussten die Ja, ich hab schon einfach gefragt, wie Delfine heiß schlafen. genug playen, dass sie nicht
irgendwie also auf ein Bier zu kommen und dann so da sind plötzlich so Beam du also die müssen also Mauersäger die fliehen dann eben auch schon heiß und die fliehen sich jetzt ganz lieb lang die einzige Zeit wo sie nicht fliehen als wenn sie am Nasch sitzen als Klänger oder wenn sie eben als Ältere müssen die Klänge fiedern und dann immer an Nasch fliehen. Das setzt Sache immer Perspektive. Ja. Bei mir so, dass wir mitziehen. Wir kennen mit. Ich habe mich das wirklich immer schon gefreut, weil Fischelscher schlafen, da wirst du für so erzählt, dass wenn ich Fall bin, die rasten und Boden empfangen. Ja, oder sie hängen sich an der Schilf dran. Also sie hängen sich da wirklich fest mit ihren Face und dann schlafen sie da dran. Ja. Das ist witzig. Oder auch eine Nutzkamera in Also aber die filmen kein Fischer, die erst just jetzt gucken, das Kind das Kind Fischer stehen können. Die Fehler die wollen abklauen. Ja. to see a sleeping bird. Ja, ich habe noch gedacht, wir könnten noch an unseren Quiz-Time kommen. Und Sören hat das auch für uns Favorite, das Kaya. It's Quiz Time! Die muss einfach ein bisschen roden. Da fangen wir vielleicht mit einer einfacher an. Und zwar, ich hoffe, ihr wisst es mittlerweile. Wer nennt den Schilf auf Lützeburg? Ich weiß es. Lutschen. Lutschen. Nämlich. Ich hatte schon vergessen. Ich weiß mal nicht, wie der Englisch sieht. Read. Ja, genau. Okay, und dann, das ist vielleicht echt ein Rotfroh, ein Infofroh, dann für Nullleister. Was ist überhaupt ein Brill? Also, der Tischchte Schöfflinger Brill. Das hat noch meine Recherche gesehen. Ich meine, ich hatte doch gelesen. Außer den Dall kann er ziehen. Ja. Nee, das Kind halt. Nee. Marike Weset. Ich meine, das ein Feuchtgebiet, was nur in einem anderen Dorf ist. Ja, genau. Wow, ja. okay. Wow. Applaus. Ja. Yeah. Bing, bing, bing. Ja. Thank you. Nee, das ist nämlich auch interessant, ich wusste das selber nämlich auch nicht. Und mir ist aber aufgefallen, dass es überall am Land Plätze gibt, die Brill haben. Da gibt Platz und die ist, Grillplatz. Ja, und zu Mama gibt es den Mama Brill, und das ist der Park zu Mama, und gibt auf anderen Plätzen gibt es den Kinex Brill. Das ist immer empfangen natürlich Überschwemmungsgebiet. Ja, voilà. Ja, genau. Was nicht so weit weg ist von einem Dorf. Ja. Ja. Okay, dann die nächste Frage, das ist vielleicht ein bisschen schwer, aber das haben wir manchmal nur kurz erwähnt. Also, welche Filmchen finden dann hier im Sommer am meisten? Ich meine, ich habe nicht gesagt, dass man am meisten fanden. Okay. Wenn das ist am Sommer hier. Ich dachte, was du so mich. Ja. Was nicht mehr. Weil sie kompliziert nehmen, ne? Ja. Ist das nicht doch die Schwalbe? Nee, also ich kann da ablesen. Das ist nicht dein Lieblingsbird. Nee, nee, das ist der kleine Jeizer. Ich hatte eben nicht gesagt, also wenn wir berechnen hier im Sommer, ist das über den Heißsommer, über die Main, wo sie wirklich viel heißen, ist das die Filchen, die wir am meisten berechnen. Okay, wow. Ja. Da geht bestimmt hart. Ja, definitiv. Also das ist ein bisschen schwer, dass wir heißen am Wand haben, weil sonst wäre hier wirklich ein Mail aus. Also da gingen viele die ganze Zeit hinterher. Oh, Kannst du ein bisschen nur machen? Nee, das ist so speziell gereicht, hat der kleine Jeizer. Oh, come on! Nicht der Plötzebäuerisch. Auf Deutsch ist den Teichrohrsänger. Teichrohrsänger. Ja. Das ist schon ein bisschen mehr Kompliment. Auf Englisch als... Auf Englisch ist den Reed Warbler. Reed Warbler. Ja, Okay. ja, Warbler, so die Familie.
von der- Read für Read, ja, hey. genau. Ah. Ja, weil er wirklich dort dran sein Nascht baut, dann auch wirklich dort dran wohnt, erlebt. Also sein erste noch da fand, die pickt dann die kleinen Insekten, die und die Blätter von der Lötschen auf vom Schilf hängen. Teichroch, weil da sind Teichroch. Ah. Ding, ding, ding. Alles klingt. Ja, die Deutschwörter machen immer Sinn, irgendwie. Also, das ist eigentlich, Ja. stimmt. Ja. Okay. Aber richtig, Super was der cool. dann löscht, verstanden. Ja, okay, dann ist noch ein Leicht froh. Und zwar müssen wir über die Renaturation geschehen. Und die gibt ja von den Menschen gemäht. Aber es gibt ein Ding, was man auch zu beschuhen, das eine Zeit für das verschwunden, das Ding, mittlerweile also drum da, was auf eine ganz natürliche Art und Weise zu Renaturation möchte. Also dafür sorgt, dass einfach Plätze überschwemmt gehen. Das Ding, also Mamen-Ding, also ein Säugetier, was an der Bach lebt. Und was Renaturation vielleicht möchte. Ich meine, dann grinst so, und weiß es bestimmt. Ein Biber. Biber. Ja, Ja. genau. Die Biber war ja. so. Ja, die kaufen nee. eine Zeit, ne? Also die kaufen eben so Ich wusste gar gejod. nicht, dass sie fort war. Ja, also die kaufen so viel gejod, Oh, wow. ja, dass man, die da gejut? wenn es einen Pelz und, Ah ja, stimmt, ja. ja, das war- und aber lo, die letzten paar Jahre, also es gibt schon viele Plätze am Land, wo Biber im Dorf an, ein von den Plätzen ist Hai, am Das Brill. ist wirklich Da geht cool. ein Bursch von cool. einem Biber. Der Hast du Schüsslinger ihn Biber. letztens gesehen? Nee, oder? nee. Okay. Es schon Das ist schon Hai schlecht, zuletzt ist schon ich noch nie in Biber gesehen. Okay. Nee, ich fand es so, irgendwie, das mal gerade ganz gut für zu wissen, dass einfach die Deieren auf viele schon da sind. Weil wenn nicht auch nicht richtig abmischt, dann vergisst ihn das ja und dann, Ja. ja. Ja, viel, also ich muss sagen, schon noch viel von den Deieren, noch viel ich ja kennengelernt, neu kennengelernt oder wir haben mal gelernt, dass man so hun, dadurch, dass ich eben angefangen habe, Fotos zu machen von Deieren und ich einfach viel mehr da Kontakt kommen sind und das, obwohl ich ja ein Studium als Biolog gemacht habe und auch schon an der Welt, an der Bubble da drauf war, war mir vieles noch nicht bewusst und wirklich durch aktiv gucken, was den dann eben muss machen, wenn er gerne ein Foto möchte von deren, muss ihn sich eben sichern, muss ihn wirklich genau gucken und ich vieles gelernt und du hast mir auch gefallen, muss ich just wirklich stehen auf meiner gucken, weil dann mir so viel auch wirklich anreisen Dörfer oder an den Büchern direkt rund um Häuser, du hast so viel Leben, wir gucken nicht immer. Ja, mir hatte noch gesehen, dass du auch Fotos halt so Naturfotos gehst du da gerne noch so am Minat Fotos holen, gibt bestimmte Plätze, wo du gerne hingehst. Ja, also bis lo habe ich noch kein Foto gemacht am Minat, also nicht, dass ich mich erinnere kann. Also ich habe schon pur Hai gemacht am Brill, aber das ist definitiv also von allem lo, ja, von allem lo am Sommer, wenn eben überall Piperlecke rumkommen, dann definitiv sind ich dann irgendwo am Minat NRW. Also die Orchideen und so. Ja, am voilà, Hintergrund ja, oder so. genau. Mhm. Das ist definitiv eine Menge löscht. Wie was du dann dazu kommt, dass du gesagt hast, Le Mans oder Le Hallenstadt mal auf Bilder fast, war das so gesehen? Ja, das war aus sich, durch Corona. Also ich mich wirklich, ja, viele Leute gehen kreativ oder sind kreativ ja, in der Zeit. also am ersten Lockdown war mein Bruder und ich eben bei meinen Eltern daheim und bin das wirklich ein bisschen gelangweilt. Also mein Bruder konnte nämlich arbeiten gehen, er war Edukateur und ich war ich noch auf der Uni, aber ich habe dann neben der Uni einfach gepaust und du siehst einfach all Tag für den Sonnenabgang und Sonnenuntergang sind wir von der Büsch gern. Einfach weil das entspannend war und ja, und dann irgendwann haben wir gedacht, ja, fährt man nicht die Kamera von also älteren Matt, die hatten ein bisschen mehr Spiegelreflexkamera daheim leihen und dann haben wir die Matt geholt und dann habe ich gemerkt, dass das sich mega Spaß macht. Also ich hatte viel drin noch nie wirklich eine Kamera im Grab, hat keine Ahnung und ich habe mich dann eben mit Videos und mit Tipps, die ich so im Internet fand, und eben ein bisschen da geschafft und dann habe ich gemerkt, okay, das ist cool. Ich meine, ich habe meine Passion entdeckt und seitdem habe ich halt wirklich ein bisschen mehr dann an das Hobby investiert. Also das ist ein Hobby, was ein bisschen kascht, ein bisschen an Cash geht. Aber für mich war es all Center wert. Also seitdem habe ich wirklich die Welt mit anderen angesehen und
das hat mich ja viel weiter gebracht doch voilà, du nicht schon ein Projekt konnte man schaffen für Fotos zu machen für Magazinen zum Beispiel weil einfach mega interessant ist ja Ich meine, ich hatte du entdeckt. okay Ist das doch ein Magazin, den sie ein bisschen nachhaltig leben, Ja, Sturms ja. drehen und ja so. genau das ist den Neighbor Magazine heißt den genau und da war in der ersten Edition weil eben ein Artikel über Wölbestäuber dran und du hatte ich dann dazu ein Foto gemacht über Wölbeien Piperlecken und so weiter und lo an der zweiten Edition die kommt nächste Monat raus da geht es wirklich ganz de Busch und du hast dann eben noch ein ganzes Interview mit mir dran über mein Foto und wie ich dazu gekommen bin von denke alles dann genau Oh, we heard it first. Ja. Scoop. Du hast auch ein Instagram-Account mit den Bildern, ne? ja Ja, genau dann setzt man erst das dann als Schönnetz, da können wir gucken gehen. Sören, du hast auch deinen eigenen Podcast. ja Mm. Ja. Heißt Untergrenz. Ja. Da wollte ich fragen, für was heißt das so? ja erstens weil mir alle guten bis aus der Region also aus der Gemeinde Steinefort Mama oder so kommen und du sind immer unter Grenz an ja Steinefort also du mein Alter wohnen das wirklich innerhalb von 2 Minuten steht beim Grenzpoto zu der Belgischer Seite an den anderen Grund für wir den Podcast unter Grenz genannt und das Firma wollen auch Themen beschwätzen ausschwätzen die vielleicht ja mehr unter Grenz sind die vielleicht nicht so die vielleicht echt als Tabuthema gelten da hat man als Beispiel hat man dort zum Beispiel Kontrazeption an was dort Verantwortung vom Mann ist für die Verhütung Cool. voilà, wo man einfach über so Sachen schätzen die vielleicht an der Gesellschaft mehr als Tabuthema geholt gehen ja die mehr unter Cool. Grenz Muss sind man auf jeden Fall auch verlinken. Ja. ja gerne ja. Ja, ne, ich kann auch so, also ich habe nicht gedacht, das ist mega, mega flott und auch, ja, weißt du, das ist interessant. Und dann, ich meine, Hannah, du hast noch ein Ja, ein genau. quirky question. Ich hatte ein quirky question mit deinem Podcast zu denen. okay Quirky question. Wenn du ein Gas kannst holen von irgendwo an der Welt, auch wenn den schon tot ist oder hat schon tot ist oder lebt oder eine Person an Zukunft vielleicht. okay Wen gibst du holen? Darf für kein einen Deier Pod- sehen, oder? Oh, oder ein Deier. Von Figur den- oder so. Ja. das ist ein gut froh also wenn ich so spontan eine Person die mir auffällt mit der ich wirklich gerne mich ging austauschen aus den Sir David Attenborough Ah, ich meine yes. für Oh, yes. alle Naturschützer alle Naturfotograf Filmer ist das wirklich ein Idol das wäre ja definitiv Das mein Pick Das ist so ein guter Pick. Ja. Das wäre mega interessant. Und hier das so live. Ah, die und- so Ja. eine Geschichte, Das die wollte ist ich mega gerade cool. so. Denkst du, Ja, stimmt, der ist so ja calming. ja Ja, voll, ja, good choice. Ja. Ich meine, nur Lauschter von ihrem Podcast gibt es. ja ich meine noch Ja, gut, ja. The Whale in the Brill. Ja, du kannst ihn hier hinholen und dann beschreibt hier einen Platz. Ja, und ja dann The Little Schweizer is currently kurz von Afrika. resting in the reed. Ah, aber ja, ich meine, wir sind durch die Eisnotizen. Komm, oder? Oder weil ihr schon noch etwas. Ja, schon noch 1000 Frauen über viele Schaumen. Vielleicht muss man am Sommer eng zweit Das Episode ist kein machen. schlechte Ja. Idee. Eng. Ja. Part 2 am Ja. April. Und die können wir Ja. da vielleicht auch hoffentlich dabei sein abholen und dann Ja. hören die wirklich wie Das dann wär halt cool. klingt. Ja. Ja, aber Absolut. das war natürlich auch der Zweck von unserem Podcast, dass wir auch könnten Bausen obholen. Ja. Wie dass wir am Winter angefangen haben, weil das ein bisschen kompliziert. Aber es wäre schön, Fischelsch auch zu hören. Ja, Mhm. ja, definitiv. Ja. Na ja. Jedenfalls, vielmals merci Ja. und alles Ja. Gutes Ja, für die Zukunft. Sie ganz begeistert von ja deiner mal Arbeit. merci für die Invitation. Du mich wirklich Gerne. gefreut. Ja. Und war ich gespannt, wie ein spannend Gast danach wer tun
am Podcast die nächste paar Episoden. Stay tuned. Und stay tuned, follow our Hashtag, Minat Mashup. Genau, und like and subscribe, und delen, und alles, und wann ich doch kommentieren in der Kollege. Wir machen noch nur alle Episoden als Shownotes, also geht auf als Websites gucken, auf als Newspage. Na ja, dann merci Irene und bis nächstes Jahr. Bis dann. Ciao, ciao.